Spaß, beim anderen tut man einen Künstler oder so. Und dann macht man es halt nochmal und dann macht man es nochmal und dann macht man es nochmal. Aber irgendwann heisst es dann so, jetzt stehen wir alle auf und singen mal weiter und dann hört man dann auf, aber dann kommt es noch gleich wieder. Das ist SRF Kids Inside. Da siehst du, wie Kinder in der Schweiz leben. Und wir treffen sie dort, wo sie sich treffen. Im Verein. Heute sind wir bei der Stimmwerkbande in Chur. In dieser Folge mit dabei sind der Arno, der am liebsten Opern singt und später mal Polizist werden will. Und da ist der Neil, der mithilft, ihr Haus umzubauen, um endlich sein eigenes Zimmer zu bekommen. Die beiden treffen sich regelmäßig im Chor. Der Arno und der Neil sind beste Kollegen. Und sie machen ziemlich viel Seich. Wir starten jetzt mit dem Arno. Ja. So hoch ist das. Man freut sich halt immer, einmal in der Woche sieht man den Kollegen und nachher hat man auch viel zu erzählen. Was halt in der Schule war, wie es sonst war halt in dieser Woche. Und dann freut man sich schon ziemlich fest. Also wir sehen uns schon, zum Teil mehr, zum Teil weniger. Aber er wohnt ja in Domleschg und ich in Prättigau. Dann machen wir einmal, wenn wir abmachen, machen wir Über Nacht halt. genau. Wo wir mal ins Prättigau gegangen sind, zu ihm, dort haben wir, glaube ich, 1,5 Stunden gebraucht, bis 2 Stunden, glaube ich. Etwa so. Gut, wir haben länger als er, weil wir verehren ist einmal noch im Dorf. Ja. Das ist Ja, so. weißt du, musst schon jetzt schauen. Ich wohne in Domleschg. Dieses Haus ist aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich. Ein alter Wachturm, und dort hat man noch Drahtbau und jetzt ist es so ein langes Haus. Und wir wohnen im mittleren Teil. Wir Schwestern und ich teilen unser Zimmer ganz oben. Also, das ist unser Zimmer. Es ist cool, vor allem weil es so groß ist. Und wir haben so 2 Ecken. Das hier ist mehr meine Ecke. Und da hinten ist mehr so der von meiner Schwester. Ja, es gibt viel Streit. Aber das ist nicht nur wegen dem Zimmer, sondern das sind wir zwei, wir streiten auch viel. Aber dann spielen wir wieder miteinander und ja, also man kommt schon klar. Und das hier ist der Rattenkasten. Und da sind die 2 Ratten. Also das da ist die Vanni. Und die andere ist da oben. Zuerst habe ich jetzt halt auch immer gemeint, Ratten leben halt nur immer so im Abwasserkanal und so und sind so grusig. Aber dann hat Merida hat dann mal gefunden, sie möchte unbedingt Ratten. Und dann, ja, sie sind mega herzig und so verspielt einmal auch. Und dann muss man dann halt immer jeden Tag muss man zu essen geben. Und schau mal da. Ga. Wir haben sehr viele Tiere. Wir haben 2 Ratten, eine Katze, 2 Hunde und 2 Ponys. Das eine ist ein Shetty, also ein Shetland-Pony. Und das andere ist ein Mini-Shetty, also ein Mini-Shetland-Pony. Am Anfang haben sie mir gesagt, der Weiße ist mehr, der Braun ist der Merida. Aber eigentlich kümmert sich nur die Mama um die gross. Sie sind aus dem Tierschutz und wir haben ihnen ein Zuhause geboten. Und bei uns müssen sie halt nichts, da dürfen sie einfach sein und zwischendurch rausgehen, ein bisschen reiten, aber... Und auf die Weide. Und auf die Weide. Dann sind sie verrückt, wenn sie nicht mehr auf die Weide dürfen. Dann sind sie ziemlich verrückt, wenn sie nicht mehr auf die Weide dürfen. Genau. Wollt ihr spielen? Wir machen doch zum Mittag. Ja, weil dann In einer halben Stunde haben ihr sicher alle Hunger. oder? Ja, die Soße unbedingt, die ist super. Zeig, welche Soße ist es? Oh ja, die unbedingt, die ist super. So fein. Da, vom Italiener.
now it's for me chill time. Im Kochen bin ich nicht so talentiert. Die haben es mal probiert. Aber mir muss man halt die ganze Zeit sagen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Und zum Teil ist es einfach für mich, bin ich so ein bisschen der Bock, der in der Küche steht, der einfach nichts nützt. Kannst du öffnen? Wenn ich genau weiss, was ich tun muss, dann kann ich das. Dann muss ich aber vielleicht noch schauen, dass das nicht anbrennt. Das ist bei mir so ein bisschen das Problem, ich kann mich nur auf das Wasser fokussieren. Und darum lasse ich lieber die Finger vom Kochen. Da gibt es solche, die es viel besser machen. Gehen wir dem Papa helfen? Ja. Ein bisschen mehr Begeisterung? Ja! Yay! Wir gehen dem Papa helfen. Da wird die Küche gebaut und die alte Küche wird mein Zimmer. Da wir die Wände abspitzen und dann wird das gemörtelt und dann verputzt und dann angestrichen. Alles für dein Zimmer, ne? Ja! Was man nicht alles macht. Was man nicht alles macht. Wir füllen den Kessel, lassen sie runter und ihr könnt sie draussen vertun. Bis die Küche fertig ist, wird es ein halbes Jahr, glaube ich, gehen. Ich finde, helfen muss man ja schon auch. Und sonst würde es für mich halt wie auch kein Zimmer geben. Darum, es ist nicht so, dass ich jetzt finde, ja, wir müssen dem Papa das helfen machen. Aber wir machen es ja nicht die ganze Zeit, jeden Tag 3 Stunden hier arbeiten. Zum Teil würde ich es gerne lassen, aber zum Teil denke ich, okay, komm, wir denen einfach helfen. Du tust dort hinten zu dir suchen und ich suche es zu dir. Ja, wohl. Egal. Nein, wir müssen extra. Nein. Moll. Nein. Moll. Gib mir. Gib's mir, bitte. Ich kann so nicht. Aber such dein Zeug bis zu dir. Wenn man grösser wird, wird man halt auch mehr Platz auch ein bisschen für sich haben. Und ja, können allein sein geht jetzt auch, aber schwieriger. Wenn ich einmal ein bisschen allein sein gehe ich auf die Hollywood-Schaukel. Mir gefällt an ihm, dass er so flott ist und immer so hilfsbereit und fair auch. Und er tut sich immer für Frieden einsetzen, das finde ich ganz schön. Er ist lustig, aufgestellt und nett und ein super guter Freund. Den Baum habe ich von meinem besten Kollegen auf den Geburtstag von mir bekommen. Er hat ziemlich früh angefangen, Blätter zu verlieren. Ich habe ja am 6. September Geburtstag und da hat es schon angefangen zu gelben, die Bäume. Und dann hat er ziemlich 5 Tage nachher hat er Blätter verloren. Und dann habe ich mir überlegt, wieso. Ich habe ihm jeden Tag eine ganze Spritze und Wasser vollgegeben. Das muss nicht unbedingt daran liegen, dass er kein Wasser bekommt oder zu wenig. Aber es könnte sein, dass er verreckt. Also ich sehe mich in der Zukunft. Ich glaube schon in Graubünden, Domleschg, Schweiz. Also schon da glaube ich ein Haus. So eigentlich wie jetzt einfach in Erwachsenen. Ja, cool ist halt mit den Tieren. Und ich habe gerne Tiere. Und was halt nicht so schön ist, wenn man Tiere hat, muss man auch damit rechnen, dass einer stirbt. Und wir haben halt so viele Tiere und es ist schon so viel Mal passiert, dass eines gestorben ist. Unsere Katze war 2, ich glaube Mittwoch oder so, ist der dort unter dem Schulhaus, ist der unter das Auto gekommen. Zuerst war sie einfach ziemlich lang weg und das haben wir aber alle gedacht, ach, das ist nicht schlimm, der kommt schon wieder, weil es ist schon mal passiert. Und dann ganz plötzlich kommen Mama und Papa morgen früh auf und sagen, es gibt Ilvi nicht mehr. Mama und Papa sagen wahrscheinlich unter dem Traktor gekommen. Aber ja, und dann haben wir sie jetzt halt nicht begraben. Aber in weit ist so ein kleines Gräbchen, wo wir halt nicht sie begraben haben, sondern da haben wir einfach 2 Spielsachen und so Blumen und so.
und noch Steine haben wir angemalt und dann haben wir die dort angetan. Es ist halt anders, wenn man sie nicht begraben kann. Alles nicht so traurig, aber jetzt ist schon mal der erste Schock hinter sich. Venus vom Blitz geht durch die Straße, leicht und flüchtig wie ein Gas, so unerreichbar hoch. Bockstössige Himbeerbuben, scheuchen brave Schafe, schön fernvisiert, kommen oben, denkt sich nach. Ich finde es auch cool, wenn er singt. Das zweite Lied hat mir jetzt, als er einmal solo gesungen hat, weiß nicht mehr welches, aber das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Weil er es gesungen hat, habe ich es doch nicht so schlimm gefunden. Aber Ja, also hat mir das Lied so halb gerettet. Als wir mal abgemacht haben, dann haben wir am Tablet Musik hören. Und dann habe ich das Tablet genommen, habe irgendetwas eingestellt, dann ist er gekommen und hat gefunden, das höre ich nicht mit. Dann hat er etwas anderes eingestellt, irgend so eine Oper gesungen. Dann haben wir wieder umgestellt und dann ist wirklich gemerkt, wir sind sehr unterschiedlich, was Musikarten angeht. Wenn wir mal Streit haben, dann ist das nur für 2 Sekunden, nachher sind wir schon wieder zusammen. Ja, es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber es ist, ich schätze ihn, dass er aufgestellt, freundlich und wirklich, wir sind beide eher wild, aber dann ist der andere auch nicht gerade beleidigt und geht wieder weg. Das nächste Mal lernst du bei SRF Kids Inside Anna kennen. Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99. Beim Kanufahren braucht sie eine gehörige Portion Mut. Mit wenig Wasser fließt es einfach drüber. Wenn es aber viel Wasser hat, dann ist es schon ein bisschen mal weg. Und bei der Luana rückt die Musical-Prüfung näher. Letzte Proben stehen an. Wie die laufen, das siehst du in der nächsten Folge von SRF Kids Inside.